Zitat: Die Somalier müssen zurück in ihr Land. Wenn es nach mir geht, auch mit einem Fallschirm am Rücken. Den rassistischen Spruch hat der rechte dänische Abgeordnete Behnke vor 20 Jahren gemacht. In Dänemark kennt ihn fast jeder. Und wer ihn zwischenzeitlich vergessen hatte, dem ruft ihn jetzt eine Fernsehserie wieder in Erinnerung. Da springen somalischstämmige Dänen nämlich tatsächlich mit Fallschirm am Rücken. Aber ganz anders, als Behnke das damals meinte. Berichtet Henna Hebestreit. Ein letztes Gebet und dann wird es ernst. Mehr als 2000 Meter über dem dänischen Erdboden klettern MJ und seine Freunde an die Luke des Flugzeugs. Mehr geschubst als gesprungen geht es dann hinaus. Insgesamt 7 Männer und Frauen mit somalischen Wurzeln lernen Fallschirmspringen. Und die Fernsehkamera von Danmarks Radio ist immer dabei. Die Reportagereihe wird noch bis Ende Juli einmal pro Woche ausgestrahlt. Wir wollten ein Unterhaltungsprogramm mit gewissem Tiefgang produzieren und es auch zu einem Sprachrohr machen für eine Minderheit, die in der dänischen Gesellschaft nicht viel zu sagen hat. Die Serie, mit der Dänemarks Staatsfernsehen das Sommerloch füllt, stellt tatsächlich die Migrantengruppe in den Mittelpunkt, deren Probleme mit der Integration am größten sind. Wie hier in Aarhus bleiben die Einwanderer oft unter sich. Fast jeder Sechste in der Stadt hat seine Wurzeln im Ausland, wie Zakaria aus Somalia. Nach 25 Jahren in Dänemark fremdelt er immer noch mit dem Land, in dem er aufgewachsen ist. Ich bin glücklich, hier zu sein, aber so richtig zu Hause fühle ich mich nicht. Ich denke, Dänemark ist rassistischer geworden. Die Angst vor dem Islam breitet sich aus und ein Schwarzer zu sein, macht die Sache auch nicht leichter. Männer somalischer Herkunft sind in Dänemarks Kriminalstatistiken rund 3-mal häufiger anzutreffen als der Landesdurchschnitt. Der Ton ihnen gegenüber war schon vor 2 Jahrzehnten rau. Die Somalier müssen zurück in ihr Land und sei es mit einem Fallschirm auf dem Rücken. Genau den hat Regisseur Adam Bonke ihnen jetzt verpasst. Unter Anleitung eines ehemaligen dänischen Elitesoldaten lernen die Einwanderer jetzt allerdings nicht den Absprung über dem Land ihrer Vorfahren, sondern das Springen in Formationen. Spannend zu sehen, wie die sich ausgegrenzt fühlen in Dänemark, zum Team werden, ihre Ängste überwinden. Auf der Strecke bleibt dabei ein tieferer Einblick in ihren Alltag, weswegen Somalier wie die Fotografin Nawal Billy die Serie eher kritisch sehen. Die Somalier in meinem Umgangskreis, mit denen ich gesprochen habe, finden das überhaupt nicht lustig. Sie finden es platt. Warum macht man so etwas? Es macht doch keinen Sinn, es ist verletzend. Damit hat Regisseur Bonke immerhin ein Ziel erreicht. Er möchte provozieren, Somalier und denen, die ihre Neubürger am liebsten in weiter Ferne landen sehen wollen.